Motorfuhren auf einer gut ausgebauter Landstraße mit vielen Keieren, das wahrscheinlich Kiechen im Koch für die meisten Motorradfahrer. Heute brauche ich noch kein Superbike, kein 1000 Kubik, kein 100 PS. Ein gut entwickelter Fuhrstil an die richtige Blickführung, das ist das, was den dafür braucht. Und das kann ihn sich alles unternehmen mit ein bisschen Fleiß. Folgendes muss ich aber wissen. Keierfuhren verursacht Pflegkraft, Querbeschleunigung. Pflegkraft erfordert einen gewissen Schrägschlag. Ein Schrägschlag ist abhängig von vielen Sachen. Erstens Griffigkeit von der Straße, also der Fahrbahnbelag. Bodenfreiheit vom Motor, Profildicht und Luftdruck von unseren Pneuen, Erfahrung, Erkennen vom Fahrer, Auflenkung oder Erfeiern, Fehlerschätzungen an Obstakeln an der Straße. Dreck, Krasi, Ölisch, Wild und so weiter. Bei Motorfahren ist eine effikaz Blicktechnik ganz wichtig. Den Fahrer richtet seinen Blick an die Keier ran und mit regelmäßigen Kopfbewegungen sichten den Ausgang von der Keier. Das heißt, geht quasi seine Trajektoire filmen. Dabei geht der Blick an einer Rechtskeier nicht über den Rechtsenbau von der Straße, an einer Linkskeier nicht über die Mittellinie. Auch nicht steif im Motor sitzen und an der Keier den Kopf recht halten, das heißt den Horizont ausgleichen. Wie ist das Verhalten an der Keier? Da gibt es eine Regel R, B, R, G. Den nächsten R, das ist die Rollphase mit angepasster Vitesse. Dann der B ist die Keier abbremsen, mit dem richtigen Gang, 4 anlenken. Und das dritte ist den R, die Rollphase aus der Keier raus. Und da könnt der G, das mit Gefühl aus der Keier raus beschleunigen. Das Ganze mit der richtigen Blicktechnik. Das heißt, wo geht mein Blick hin an der Keier? Leider Gottes tendieren viele Motorradfahrer dazu, sich frei an den Keier heranzulenken. Das kann während der Keier oder am Ausgang von der Keier nach Wellbatter Folge zu springen. So kann ihn zum Beispiel an einer Linkskeier mit dem Oberkörper an der Kirchenverkehr erreichen, an dem Moment nicht mehr ausweichen, wenn er entgegenkommen soll. Umso besser ist es, wenn ihn also später an den Keier anhängt, weil so gesagt viel mehr von den Keier ran und es kann ihn viel besser abschätzen als eine Trajektoire auswählen. Also was ganz wichtig ist, die korrekte Vitesse fahren. Das heißt, führende Keier aufbremsen und die korrekte Linie fahren. Dahin gucken, wo ihr fährt. Extrem wichtig sind Trajektoire filmen. Wie sagen sie, der Blick führt die Bewegung oder der Franzose, le geste suit le regard. Keier möglichst weit draußen setzen, natürlich mit dem nötigen Sicherheitsaufstand. Ein Rechtskeier setzt man zur Mittellinie so an, ein Linkskeier rechts zum Bohren. Wenn wir den Ausgang von der Keier gesehen, da können wir ihn beschleunigen.